Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht nicht gut. Hoffentlich alles klar. Ich bin jetzt doch ein bisschen am Diablo 3 auf der PS3 zocken und habe gedacht, ich mache schnell ein kleines Guide, eine kleine Zusammenfassung für die, die sich halt noch nicht so auskennen. Es gibt zwar schon tausende von diesen Videos, aber vielleicht nicht gerade unbedingt auf Schweizerdeutsch und darum möchte ich jetzt hier kurz unter die Arme greifen. Grundsätzlich ist es so, ihr seht hier meinen Barbar mit der Ausrüstung, dass der, der dreht durch, dass der links so gewisse Grundwerte hat. Das seht ihr hier. Der Bam heisst jetzt meine, oberhalb vom Namen ist Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz und Vitalität drauf. Und jetzt ist Stärke ist für einen Barbar sehr wichtig, Geschicklichkeit für eine Dämonenjägerin und für einen Mönch und Intelligenz für einen Hexendoktor und für einen Zauberer. Vitalität ist für alle wichtig, das repräsentiert das Leben. Und je nachdem, was man für Fertigkeiten hat, passiv, hat das sonst auch noch Einflüsse, aber da gehen wir jetzt nicht rein. Und jetzt ist es einfach so, es ist wichtig, dass ihr euren Charakter mit solchen Gegenständen versehen, damit ihr euch eure Hauptstatistiken, eure Hauptstats, eure Hauptwerte könnt aufschrauben könnt. Ihr seht, der Barbar ist eben einer, der auf Stärke setzt, darum habe ich dort auch 970 und Vitalität ist natürlich auch immer wichtig. Wie erreicht man so Zeug am besten über Gegenstände, die man anlegt? Und ihr seht, hier im Ringmenü kann man sich das Zeug anschauen, das ich montiert habe. Ja, gehen wir schnell durch, würde ich sagen. Ich meine, ich habe links und rechts zwei legendäre Waffen. In der linken Hand habe ich einen Streitkolben, weil das ist wichtig. Entweder ein Axt oder ein Streitkolben muss ich drin haben, um dann bei den passiven Fähigkeiten zu punkten. Und hier in der Nebenhang ja, habe ich auch hier wieder einen legendären. Und beide haben sehr viel Stärke drauf, haben auch ein bisschen Vitalität drauf, Angriffsgeschwindigkeit, ja, Leben pro Treffer, kritische Treffer Schaden und kritische Treffer Chance. Also alles noch wichtige Sachen, könnte man sicher auch lange darüber referieren. Geht es aber relativ schnell durch. Ihr seht hier den Händchen, wo man bei der PlayStation 3 Version hat dazu bekommen, auch sehr gute Treffer Schaden und Treffer Chancewerte, noch ein bisschen Vitalität drauf. Hier haben wir Schulterschutz, der auch für die PS3 Version, hier gibt es 12% Bewegungsgeschwindigkeit und es gibt sonst fast keine Gegenstände, die das haben, ausser die Schuhe. Und darum ist das extrem hilfreich, weil 12% schnellere Bewegungsgeschwindigkeit heisst einfach 12% schneller durchs Game kommen. Einfach gesagt. Okay, dann hier beim Brustschutz habe ich jetzt nichts Spektakuläres. Ich habe geschaut, dass ich ein bisschen Sockeln habe, damit ich Rubine rein kann, weil das gibt mir mehr Stärke. Der hat viel Stärke, ein bisschen Vitalität und noch ein bisschen zusätzliche Erfahrung pro getötetem Gegner. Ist jetzt nicht wahnsinnig, aber der ist nicht schlecht. Und beim Helm habe ich immer noch den von der PlayStation 3 Version, wo mir 25% Zusatzerfahrung gibt. Wenn ich die Rubine gleich genug weit aufleveln kann, bekomme ich das irgendwann auch als Rubin die Möglichkeit, wo ich dann in einen Helm rein kann mit einem Sockel, aber bis dann wird ich den auch behalten, wenn es nicht anders geht, muss ich den halt wechseln, aber 25% Bonuserfahrung ist viel. Also dann hier habe ich Krümelchens Halskette, das ist auch nicht schlecht, ziemlich viel Stärke, ein bisschen Vita, und ihr seht, habe ich auch wieder einen Rubin drin. Und ja, Gold- und Magiefund ist natürlich auch immer hilfreich. Dann gehen wir hier weiter zu den Armschienen, habe ich ein bisschen auf Stärke gesetzt und ein bisschen Leben pro Sekunde, habe noch 1,5% höhere Trefferchance für einen Crit, das hilft auch immer sehr. Und dann bei den Ringen habe ich den Leoric Siegelring, das ist jetzt mittlerweile der zweite, den ich gefunden habe, der hat eine bisschen tiefere Bonuserfahrung, dieser hat ja 29%, der hat jetzt nur 21%, aber der hat dafür noch 2% Crit Trefferchance und ja, 54 Stärke, also das ist sehr gut. Hier habe ich Leas Ring noch drin. Vom Anfang noch, eigentlich primär wegen Magie vom Bonus und 5% Angriffsgeschwindigkeit. Ist nicht schlecht. 10 Vita ist nicht der Rede wert. Dann bei den Stiefeln habe ich darauf geschaut, dass sie möglichst hohe Bewegungsgeschwindigkeit haben. Die habe ich mir beim Schmied selber gemacht. 11% ist von dem noch gut, noch ein bisschen Gold und Magiefund drauf, ja, Stärke drauf. Intelligenz braucht es nicht unbedingt, aber ja, was willst du? Und Kältewiderstand kann man auch immer brauchen. Dann bei den Hosen ist es so, dass ich durch einen Sockel drin habe und weil ich keine so guten Rubine mehr hatte, habe ich hier einen Vita-Stein rein. Was ist es, ein Amethyst oder ich weiß auch nicht mehr genau. Die Hose selber ein bisschen stärker in die Vita, ihr seht ein bisschen Leben pro Sekunde, also auch das, was mir noch wichtig ist. Und hier beim Gürtel habe ich Stärke. Ich habe 1,9% vom verursachten Schaden wird in Leben umgewandelt. Das ist geil, das ist nicht abhängig von einer Waffe, sondern einfach von dem Schaden, den ich mache. Das ist nicht schlecht.
Und ganz unten noch plus 5% Schaden für Raserei vom Barbar. Das ist die eine Fähigkeit, die ich drin habe, die primäre. Das ist natürlich auch noch der Bringer, weil 5% mehr Schaden, das skaliert dann erst schon noch schön auf. Ja, das war es eigentlich mit der Ausrüstung. Jetzt ist es so, dass wenn ihr auf der PlayStation aufs Viereckchen drückt oder auf dem Xbox-Controller aufs X, kommt ihr ja, ihr seht es unter mit ja in Charakterdetail und gehen wir dort noch ganz kurz durch, nicht dass wir es allzu lang machen, vielleicht reicht nicht euch das Hirn schon. Hier seht ihr ja euch, wie es steht, Primärattribut, aber von Stärke und alles, das haben wir ja vorher auch schon gesehen, wie viel Schaden das ihr macht, wie viel Rüstung das ihr habt. Nichts wirklich Interessantes, hier wird es dann langsam ein bisschen interessanter, und zwar einerseits hier die Angriffe pro Sekunde sind natürlich sehr wichtig, weil je nachdem was für Skill das ihr braucht, ist es natürlich hilfreich, wenn ihr öfter zuschlägt, aber es gibt auch Skills, wo es sich lohnt, wo man weniger oft zuschlägt, aber dafür härter, wie mit einer Zweihandwaffe zum Beispiel. Aber grundsätzlich hat es auch Raserei drin und will ja auch ein bisschen Leben bekommen pro Treffer, wo ich lande, darum möglichst viel Angriff pro Sekunde. Interessant wird es dann hier, die kritische Trefferchance und die kritische Trefferschaden, die stehen immer in Relation, weil es ist so, die Chance logischerweise ist, wie oft habe ich die Chance pro Schlag einen Crit auszulösen. Und ein Crit ist eben ein kritischer Trefferschaden, das heisst, ich mache 189% mehr Schaden, als ich hier oben eigentlich habe. Das wären dann so gegen die 7,5-8 Tonnen Schaden, die man machen kann. Und es bringt natürlich nichts, wenn ein Wert extrem hoch und der andere extrem tief ist. Es gibt auch noch so eine perfekte Mitte. Ich habe jetzt einfach geschaut, dass ich etwa jeden dritten Schlag sollte eigentlich ein Crit sein, der dann eben einiges mehr Schaden macht. Das ist nicht schlecht. Aber es lohnt sich dann nicht, wenn man hier nur 5% hat und hier 500, weil 5% wäre viel zu tief. Und wenn man hier 50 oder 60 hat und hier nur, ja, auch nur 50 oder 60, wäre das auch ein bisschen blöd. Ich hoffe, das leuchtet ein. Ja, da sind noch gewisse Werte. Wenn ich jetzt ein Schild habe und so, Blockchance, das brauche ich alles noch nicht. Werde ich hoffentlich auch nicht brauchen, je nachdem, was für Gegenstände ich finde. Das ist mir auch nicht ganz so wichtig hier im Leben. Was noch interessant könnte sein, so ist Leben pro Sekunde. Man kann seinen Charakter auch darauf aufbauen, das heisst, sein Equipment, dass man rumlaufen und so ein höchstes Leben pro Sekunde hat, dass man gar nicht grossen Schaden nimmt. Ja. Das habe ich auf dem PC bei meinem Barbar, der hat 2'500 Leben pro Sekunde. Ja, wenn der mal getroffen wird, hat sofort das Leben wieder voll. Interessant wird dann eben hier die Bewegungsgeschwindigkeit, weil du kommt es eigentlich darauf an, wie lange brauche ich, um es durchs Game durchzuziehen. Wenn du No hast, das Zeug ist langsam, das ist nichts für mich. Dann hier die zwei Boni sind doch auch immer hilfreich. Magiefund bestimmt auch, wie gute Gegenstände, dass man am Ende für den Tag findet. Aber das ist auf der Konsole nicht so das Problem. Dann hier sieht man noch die momentane Erfahrung. Und dann hier die Bonuserfahrung, die man bekommt. Und die stellt sich jetzt aus dem Ring vom Leoric zusammen, aus dem Helm, den ich habe, und aus dem zweiten Leoric-Ring, den ich meinem Begleiter in die Hand gedrückt habe. Und so komme ich auf die 51% immerhin. Hier gibt es noch ein bisschen Zusatzerfahrung pro Monster. Und das wäre es eigentlich von diesen Werten. Jetzt auf was schaue ich spezifisch beim Barbar. Und ich denke, bei allen, die eigentlich primär auf Schaden gehen wollen, ist es eigentlich wichtig, dass man hier die kritische Trefferchance und den kritischen Trefferschaden ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt, in dem Sinn genauer untersucht bei seinem Charakter. Was hat man für Möglichkeiten? Weil einerseits kann man den durch Skills verbessern. Das heisst, wenn ich jetzt hier einen grünen Edelstein bei mir in eine Waffe reinhauen, seht ihr unten rechts, Waffe, das ist der Smaragd, da gibt es kritische Trefferschaden dazu. Das heisst, momentan bei dem würde muss ich schnell schauen, würde 30% kritische Trefferschaden bekommen. Das würde jetzt heissen, wenn ich in beiden Waffen so einen rein tun könnte, dann hätte ich 60% mehr kritische Trefferschaden. Das würde also bedeuten, dass hier der Wert, den ich momentan bei 189 habe, ja, 60 höher wäre, 250%, richtig schön am Reinschädern. Aber es ist dann so, dass ich gleich nur jeden Tritt so hart treffen kann. Und vielleicht ist es nicht mal jeden Tritt, weil jedes Mal die Chance wird neu berechnet. Darum habe ich jetzt auch in diesen Waffen, die ich in Socko habe, einen roten Rubin drin, weil der gibt mir mehr Schaden direkt auf die Waffe. Und da bekomme ich natürlich konstant, ohne irgendwelche Variablen und so. Aber eben so kann man den kritischen Schaden erhöhen. Man kann dann natürlich auch über die Gegenstände, die man noch anhat,
erhöhen. Ihr seht, da gibt mir auch 2 mehr und schlussendlich sind die Fertigkeiten auch sehr hilfreich. Bei euren Klassen müsst ihr die mal ein bisschen durchgehen. Die Passiven sind sehr, sehr wichtig, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel bei mir einen, wo mir konstant 5% erhöhte Chancen gibt, Crit zu landen. Und wenn er landet, ist er noch 50% höher, also plus 50% auf den bestehenden Wert. Und hier habe ich jetzt noch einmal, weil ich Strickkolben oder eben Axt in der Primärhand habe, 10% eine höhere kritische Trefferchance. Das geht dann weiter mit jensten Skills, die man hier noch anwenden kann und so weiter. Ihr seht, das Revanche, das ich drin habe, ist, wenn man eine Revanche ausführt, hat man 12 Sekunden lang eine 10% höhere kritische Trefferchance. Das heisst, ich komme dann schon 40% und so weiter und so fort. Also es ist relativ komplex. Es sind jetzt, glaube ich, 10, 11, 12 harte Minuten für die Zuhörer. Aber ich hoffe, es hat auch ein bisschen geholfen. Und sagt, wenn es zu hart ist, kann ich auch kleinere Kapitel machen, wenn ihr Interesse habt. Und sonst lassen wir das Ganze wieder sein. Ich werde sicher noch 2, 3 Videos machen, weil mein Ziel ist, bis zum Release vom GTA 5 auf Level 60 sein. Das sollte auch schon klappen. Das war es von meiner Seite. Merci für die Aufmerksamkeit, ihr Herzen, und schönes Weekend noch. Ciao zusammen.